Czujesz, bracie chrześcijanine, ako dzwonę dzwona, podobilo zvučno glasa, treptiva Siona. Podobilo zvučno glasa, treptiva Siona. To su Morgen zusammen und herzlich willkommen bei Darko TV Quarantäne Tag 8. Schon eine ganze Woche rum. Also eigentlich sind es ja 9 Tage jetzt Quarantäne. Weil den letzten Montag zähle ich eben nicht als Quarantäne, weil ich habe ja sonst eigentlich montags immer frei. Darum ist jetzt der Tag 8. Und das heisst, die ganze Woche ist um und noch 4 Wochen vor mir. Oh. Tja, müsst ihr mich halt ertragen, noch 4 weitere Wochen jeden Tag. Auf jeden Fall habe ich gestern das fettes Unboxing gemacht von einer geilen Alita Battle Angel Statue. Yes. Look at this. Oh my god, those details. Auf Englisch habe ich es probiert mit Struggle. This is the problem, my everyday struggle, because I can't decide in what language I should make my videos. Ich kann Englisch verstehe ich zwar sehr gut, verstehe eigentlich alles und lesen kann ich auch, kein Problem. Einfach reden muss ich halt immer ein bisschen nachdenken, wie das Wort heisst. Ich muss immer erst quasi translaten, übersetzen im Kopf und kann es einfach nicht so fließend, sondern eher so ein bisschen stockend. My name is Anton. Every morning I usually get up at 7 o'clock and brush my teeth. Then I have breakfast and go to school by bus. Aber eben Unboxing-Videos habe ich gedacht, sowieso alle auf Englisch machen, weil du hast natürlich ein viel breiteres Publikum, oder? So, wenn ich jetzt Schweizerdeutsch rede bei diesen Videos, dann erreiche ich wirklich nur die Schweizer, weil die Deutschen und Österreicher, die verstehen das glaube ich nicht, was ich da labere. Oder Kopf, verdammt, Sterne 5 noch nicht mal. Zuerst mal ein Kaffee zum Aufwachen. Oh, gute diese. Ja, das Unboxing hat schon noch recht Zeit gebraucht und es war ein riesiges Paket gewesen. Dort haben wir sie, jetzt vorläufig ist sie mal dort. Schaut mal, wie hübsch, schaut mal. So hübsch, ey, so hübsch. Da hat es noch so ein bisschen Licht. Ding. She's beautiful, beautiful and amazing. Ich muss sagen, es war noch ein gutes Training mit dieser Kiste auf dem Tisch, ab dem Tisch und Lüpfen und Schieben. This is good training. When you are in quarantine and you don't know what to do, order some big, huge Alita statues. Ich spüre es schon ein bisschen. Heute Morgen habe ich mich so recht kaputt gefühlt, irgendwie, als ob ich voll trainiert hätte. Gestern war eben der produktivste Tag von dieser ganzen Woche, weil endlich mal habe ich mich ein bisschen körperlich betätigt, anstatt einfach nur auf dem Velo dort. Und ja, mal, hat gut getan, weil sonst bin ich nur am Rumhängen und am Filmen. Für all die sich bei den letzten paar Videos gefragt haben, was hat denn der für riesige Kisten dort in seinem Räumchen da. Jetzt wissen wir es. Das war diese. Ich muss nachher noch alles in den Keller tragen. Ich kann das nicht einfach so da lassen. Ich muss ein bisschen mein Zimmer aufräumen. Es ist ein big mess. Ein richtiges Chaos. Ja, das machen wir schon. Und wieder haben wir ein wunderschönes Wetter. Der Himmel ist kristallklar blau. Man sieht
kein einziges Wölkchen. Die Natur hat sich wunderbar erholt. Und was ich noch wollte sagen, gestern hat mir eine geschrieben, sie so im Facebook hat sie mich gefunden, sie so, hey Gell, du hast doch letztes Mal ein Video online gestellt. Ich so, ja, kann gut möglich sein. Habe mich gefragt, hä, was will sie jetzt? Und dann hat sie mir gesagt, eben, sie hat gesehen, dass von der SVA, wo ich geredet habe, für Selbstständige und so, hat sie mir gesagt, es gibt jetzt ein Formular zum Ausfüllen und dass wir Selbstständige unser Geld bekommen. Das Formular tue ich heute noch auf meine Facebook-Seite für als Selbstständige. Könnt ihr das ausfüllen und online abschicken. Ihr müsst dort eure Vertrags- und Registernummern und so weiter, Zeug und Sachen eingeben. Ich finde es geil, dass auch extra Tattoo-Studio haben sie sogar reingenommen. Das finde ich ganz geil und schlussendlich, ja, mein Bruder hat sich eben noch gehört mit diesen SVA-Leuten und man kriegt halt eben seinen Nettolohn, nicht brutto, sondern ihr kriegt 80% von eurem Durchschnittslohn, wo ihr angegeben habt, was ihr so verdient. Jetzt ist es mir schon bewusst für einige eventuell, wo immer ein bisschen Geld auf die Seite verstecken und nicht alles so genau aufschreiben. Ihr kriegt halt ein bisschen weniger jetzt. Das ist der Nachteil, ja, bei den Selbstständigen. Aber finde ich trotzdem gut, weil schlussendlich gibt es wenigstens Kohle fürs einfach Umhängen, die Heime. Das ist doch wunderbar. Ich weiß nicht, was ein paar Leute für ein grosses Problem damit haben. Du kriegst Geld fürs Nichtmachen. Hat natürlich auch viele Junge, die gar nicht arbeiten wollen und die sind sich gewöhnt an so einen Lifestyle nicht arbeiten. Die einfach nur rumhängen, sinnlos bei der RAF am Umhängen oder auf dem Sozialamt und so. Machen nichts, die sind sich schon gewöhnt. Für die ist das, glaube ich, kein Problem. Alle Gamer sicher so Augen am machen. Wow, Quarantäne, so gut. Die Straßen sind weitgehend sauber und leer. Es hat immer wieder ein paar Einzelne, die rumlaufen. Gestern bin ich auch ganz kurz zur Post und dort habe ich auch gesehen, ist wirklich alles eingezeichnet auf dem Boden. Warten Sie hier, warten Sie dort. Immer schön 2 Meter Abstand und es halten sich wirklich alle dran. Ich denke, der Virus haben wir schon langsam im Griff und bald verschwindet das Zeug. Klar, jetzt steigt sicher noch die Zahlen der Infizierten, weil viele ja auch noch nicht gewusst haben, dass sie infiziert sind. Übrigens, das Unispital hat jetzt neue Methoden herausgefunden. Den Test machen. Sie machen keinen Abstrich mehr irgendwie, sondern sie schauen gerade im Blut nach Antikörpern von Coronaviren. Und das ist quasi so ein revolutionärer Test jetzt, den sie haben. Und geht einfach viel schneller zum Testen. In den nächsten Tagen haben sie gedacht, irgendwie bis zu 2.000 – 3.000 Personen pro Tag, die sie testen wollen. Ich denke, eben die Zahlen der Infizierten werden sicher jetzt noch ein bisschen ansteigen, aber nachher geht sie dann wieder runter, weil alle halten sich dran. Was machen wir echt heute? Ich habe immer noch keinen Plan, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Eventuell etwas zeichnen, etwas basteln miteinander oder ein bisschen rausgehen. Ziemlich knapp, 2 Meter, gell? Schau da! Mal. Die halten sich schon dran. Ich meine, Pärchen, die im gleichen Haushalt sind, die dürfen sich ja an den Händchen heben. Falls ihr euch entscheiden würdet, aus irgendeinem Grund eines Tages so ein bisschen ein Sammler zu werden und so spezielle, riesige, limitierte Figuren reinziehen, alles Limited Edition. Da steht Nummer 114 von 500. Sobald ihr sie mal auspackt habt, irgendwo schön versorgt in eine Vitrine und nicht so wie ich, einfach da auf dem Boden, mal vorläufig. Ich muss mir, glaube ich, irgendetwas reinziehen. So in dem Style, wie das Teil unter dem TV, zum dort draufstellen. Das wäre schön.
Dann behaltet die Boxen. Die Boxen müsst ihr einfach behalten, unbedingt, weil so etwas steigt an Wert mit den Jahren. Es hat nur 500 weltweit. Es hat Sammler, die hohe Summen dafür zahlen werden. Vielleicht nicht jetzt gerade, aber vielleicht so in 10 Jahren, wenn das dann sehr, sehr selten wird und nirgends mehr zu haben zum Kaufen. Darum behaltet die Kiste. Ihr wisst nie, falls ihr irgendwann mal in der Krise sind, zum Beispiel wenn ein neuartiger Virus wird ausbrechen oder so, nur mal jetzt so als Beispiel, oder? Und ihr kein Geld habt, dann müsst ihr halt das Zeugs und Sachen verkaufen und Reiche hat es immer, die viel zahlen für so Sachen. Mal schnell einen kurzen Blick. Schaut mal, was für ein Kunstwerk. Und ihr da heute. So, ab in den Keller. So, der Keller ist wieder aufgeräumt, schön sauber. Immer schön schliessen nach dem Gebrauch, dass nicht einfach irgendjemand reinkommt und eventuell wertvolles Zeug klaut. Heute, am 24. März, vor 21 Jahren, im 99, haben NATO hat dann Serbien bombardiert. Gledalci, dobro večer. Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Sreda, 24. mart 1999, 19:45. Krstareće rakete i bombe padaju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Započela je operacija NATO pakta po imenu Milosrdni anđeo. Ist genau 21 Jahre her. Darum wollte ich auch das Video widmen an all die Serben, die damals haben das Ganze müssen miterleben. Meine Frau ist auch aufgewachsen damals in dem Kriegsgebiet und das ist heftig gewesen. Also sobald ein Luftangriff kam, sind Sirenen gekommen, sie haben sich alle versteckt in den Bunker und kleine Kinder und alles sind erschrocken gewesen, auch sie, weil sie das Haus verlassen und in die Berge flüchten. Die Lichter haben sie abstellen, dass man sie nicht sieht von oben, weil meistens sind die Angriffe in der Nacht passiert und alles. Und viele Länder haben das Ganze unterstützt auch und sind viel halt gegen uns damals. Und wenn ich jetzt die Situation anschaue, wo wir jetzt sind, dann ist das ein Pipifax im Gegensatz zu dem, was sonst abläuft in einem Kriegsgebiet. Weil dort haben die Leute dann richtig Angst. Und jetzt ist die ganze Welt betroffen von dem. Und es ist nicht so, dass irgendwo Sachen explodieren und du quasi Sternschnuppen siehst am Himmel. Dabei sind es Raketen von den Luftangriffen. Und das Gläser vibriert und alles Mögliche, das richtig physisch, dass du es auch spürst. Klar, wenn der Virus dich packt, spürst du es auch physisch, aber man kann das irgendwie nicht vergleichen. Ich selber habe das nicht miterlebt, weil wir früher in die Schweiz auch gekommen sind, also ja, im 88, 89, wo ich auf die Welt gekommen bin, sind meine Eltern dann auch auf Zürich gekommen. Und sind eben dann auch gerade geflüchtet in die Schweiz damals, wegen dem ganzen Krieg. Auch in Bosnien ist es eskaliert damals. Zum Glück habe ich von dem Ganzen nichts mitbekommen, aber ich stelle mir vor, für die live dabei waren, ist das
ein richtiges Trauma gsi, wo dich das Leben lang nicht loslässt. So, oder? 40 Minuten schon am Zeit. Ich würde mal meinen kurzes Päuschen. Ich bin da die ganze Zeit Bundesrat am Zuhören. Suchen, wie das jetzt im konkreten Fall ist. Und es hat geheißen, für die Selbstständigen, sie kriegen eben, wie gesagt, nicht brutto, sondern Nettolohn. Die Fixkosten, die wir haben, das wird, glaube ich, noch von niemandem deckt. Da sind sie noch am Diskutieren. Das kommt, glaube ich, morgen noch etwas. Wir kriegen einfach so viel, um gerade überleben. Irgendwie um die 3000 etwas Stutz. Also einfach für unsere persönlichen Bedürfnisse und nicht zum Fixkosten können decken. In dem Fall. Wie gesagt, all die Selbstständigen, ich hoffe, ihr habt auch eurem Vermieter von eurem Laden, Studio oder Büro auch geschrieben, um zu schauen, ob er euch entgegenkommt da mit der Miete und so. Ich glaube, morgen eben tun sie dann da im Bundesrat nochmal genau diskutieren, wie das dann wird gehandelt. Zu jedem guten Päusli gehört natürlich ein feines Snack. Das sind Bräuze, gemacht von meiner Fräulein. So eine Art Brötli mit Maisbrot. Ja, Maisbrot.
Das Mal hat es ein richtig serbisches Bild gegeben, mit Adler, Krone, Kreuz, Chatriers, eine Engelsstatue, wo Blut brüllen. Hey, zum ersten Mal, dass ich fertig wird, solange es noch Sonne hat. Und der Tag ist, sonst bin ich immer bis um 6, 7, 8 dran mit Mögeln. Heute ist es etwas schneller gegangen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ich froh, würdet ihr subscriben, abonnieren den Kanal und könnt es auch gerne teilen von mir aus das Video. Bei 300 Abonnenten gibt es dann das nächste Gewinnspiel, weil dann gibt es 300 Stutz Tattoo-Gutschein zum Gewinnen. Also in dem Fall. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Also besser gesagt, bis morgen. Und macht's gut. Schön sauber bleiben.